Ich habe immer Beyond gesagt. Wem ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond? Oder bin ich wirklich die Einzige? Es schlägt niemand auf, come on, Freunde! Es läuft bei uns eigentlich immer ist auf meine Spotify. Geht im brennenden Dornbusch. Jetzt muss ich schnell selber abchecken, wie das da hinten aussieht. Finden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so sind wir tot. Pietismus hat gesagt, dass ein Jude von den Juden. Jesus ist der wichtigste Teil. Authentizität. Authentizität. Ich musste zuerst mal lernen, Authentizität schreiben. Dann muss man so das TZ irgendwie. Daniel Jüsch, ich bin ganz normaler Name. Hey, es ist riesig, mit euch heute Abend da zu sein. Ich freue mich riesig, die Serie für das Jahr abzuschliessen. Ich denke, also bin ich hier falsch. Amigs haben wir doch alle ein bisschen einen Bierenfick, wie man auf Schweizerdeutsch sagt. Das ist ein normales Wort, das ist nicht so schlimm. Nimm dein iPhone wieder vor oder dein Samsung Galaxy oder C70. Warum sind wir so schlecht? He? Schau, mir ist genau gleich gegangen, als ich das Quiz gemacht habe. Ich habe wirklich tatsächlich auch grosse Mühe gehabt. Ich glaube, vielleicht eine Antwort habe ich richtig gehabt. Aber am Ende von dem Quiz habe ich auch sagen, wie der Plato schon 400 vor Christus, ich weiss, dass ich nichts weiss. Es ist grundsätzlich, wenn wir darüber reden, heute die Suche nach der Wahrheit, dann können wir ein bisschen davon ausgehen, dass die Suche nach der Wahrheit nicht immer so ein einfaches Thema ist. Und ich habe extra mit dem Slide hier angefangen, mit dem Quiz, um ein bisschen zu merken, hey, wow, es ist krass, weil wir sind extrem geprägt schon. Und bei der Suche nach der Wahrheit sind wir extrem geprägt. Zum Beispiel, alles, was uns Angst macht, wie Naturkatastrophen, das tun wir extrem überbewerten. Alles, was in den Medien kommt, in den Medien kommen vor allem Sachen, die schockieren, die ansprechen sollen, die interessant ist. Und diese Sachen sind immer eher die oh, wir müssen schauen, es kann einfach sein, dass etwas nicht gut läuft. Und darum hatten wir oft verschätzen uns in dem drin, wie gut geht es uns eigentlich oder wie gut eben auch nicht. Und darum, wenn wir dann auf die Suche, miteinander auf die Suche gehen, wie kann man dann gut herausfinden und ein gutes Gespür bekommen, für was ist die Wahrheit? Ich meine, das sind globale Zahlen. Das ist natürlich auch, wir leben hier in der Schweiz und für uns, wir wissen, es geht wahrscheinlich nicht allen auf der Welt so gut wie uns. Das ist so, aber so schlecht dann auch wieder nicht, wie wir es einschätzen. Ich mag mich erinnern, mit 20 hatte ich so eine ganz spezielle Zeit gehabt. Mit 20, ich bin dort schon recht lange im Glauben gewesen. Ich habe mich befasst mit theologischen Sachen und mit allen komplizierten philosophischen Fragen, die das Leben so mit sich bringt und theologischen. Und ich habe gewusst, ich hätte auf jede Frage eine Antwort. Das war so mein Gefühl. Wirklich, ich habe gewusst, es sind zum Teil einfache Antworten oder ich kann es ein bisschen umgehen, aber ich hätte auf alles eine Antwort. Und wo mir das eingefallen ist, dass ich bin vielleicht auch ein bisschen besserwisserisch veranlagt, nicht nur gut, aber als ich das gemerkt habe, habe ich gemerkt, hey, vielleicht ist es einmal dran, in gewissen Sachen mal ein bisschen tiefer zu suchen. Was ist wirklich dahinter? Gibt es echt nicht noch mehr als meine einfache, simpel geleitete Welt, die ich mir so theologisch zurechtgelegt habe und schnelle Antworten habe für alle Fragen? Gibt es echt nicht noch mehr? Und ich habe einen Hunger bekommen. Ich möchte suchen nach Wahrheit. Ich möchte mehr gehen. Und dann bin ich in das hineingekommen und ich habe gemerkt, es gibt so wie Kreise, wo du dich drin kannst entwickeln auf deiner Suche nach Wahrheit. Die erste Suche nach Wahrheit, glaube ich, die ist immer dort. Ups, jetzt müssen wir den Stift noch ein bisschen parat machen. Das ist ganz ein neuer, der braucht noch ein bisschen Pump. Hat es einen angebraucht schon irgendwo, einen Stift? Haben wir noch mal einen Stift? Weiss das jemand? Ich pumpe mal weiter. Gut, und sonst machen wir... Schau, es kommt. Nein. Das war ein Trick. Ein bisschen. Jetzt habe ich es, glaube ich. Okay, wunderbar. Way! Applaus für den Stift! Immer nur das Allerneueste da bei uns in der Kirche hat auch einen Nachteil.
Die erste, wenn du auf der Suche bist nach Wahrheit und willst weiter wachsen in der Wahrheit und in der Erkenntnis, dann fängt es bei dem an, wer ist Jesus wirklich? Was bedeutet es, dass er auf die Welt gekommen ist, für dich gestorben ist? Was bedeutet das, dass er selber von sich sagt, ich bin die Wahrheit? Bei Jesus fängt die Suche an und nachher weitet es sich aus, weil wenn wir Jesus kennenlernen, lernen wir automatisch durch ihn den Vater kennen. Wer ist der Vater? Warum hat Gott uns so lieb, dass er seinen Sohn schickt? Warum? Das sind so die nächsten Fragen. Und aus dem heraus nachher merkst du, okay, das beeinflusst nachher mich selber. Wer bin denn ich? Was ist denn meine Identität, wenn Gott mich so liebt? In dieser Wahrheit hinein zu wachsen. Aber auch die Fragen, die dann kommen, wie funktioniere ich eigentlich? Wie funktioniert meine Seele? Wie funktioniert mein Körper? Das finden wir auch mit der Zeit heraus. Wie spielt das alles zusammen? Warum gibt es Sachen, die mich mehr belasten als andere? Wie gehe ich mit dem um? Und dann kommt das Nächste natürlich, wo dann auch kommt bei der Wahrheitserkennung, glaube ich, recht schnell. Wie gehe ich jetzt mit dem Heiligen Geist um? Wie kann ich geistlich leben, ist meine nächste Frage. Wo es dann auch ein ganzes Becken wieder auftut an Fragen, an Wahrheiten, die wir gründen können. Was bedeutet es, dass du ein geistliches Wesen bist, dass der Heilige Geist in dir wohnt, dass du in dem Neuen leben, wo der Heilige Geist durch dich durch bewirkt. Das ist ja etwas ganz Neues. Und dann geht es weiter. Ein neues Ding tut sich auf an Fragen im Thema Beziehung. Ich habe ja gemeint, Ehe sei so einfach. Und sie wäre es auch, wenn meine Frau nicht da wäre. Sobald zwei Menschen zusammenkommen, wird es kompliziert. Meine Frau will das Gleiche sagen. Für sie wäre das schon einfach, aber ich bin kompliziert. Weil Beziehung wieder zu leben, das sind wieder ganz neue Fragen, ganz viele Fragen, die da aufkommen. Und nachher natürlich das Nächste auch. Schlussendlich leben wir in dieser Welt drin. Und was ist da? Warum leben wir in dieser Welt? Warum? Ui. Nein, egal. Warum sind wir da angestellt? Warum bist du in das Umfeld hineingekommen? Warum hat dich Gott angesetzt? Was ist dein Auftrag? Was ist deine Berufung? All diese Sachen. Und das haben wir so ein bisschen geholfen, so ein bisschen das zu sehen. Es ist wie die Wahrheitssuche. Es breitet sich auf. Es fängt bei Jesus an, bei dieser Erkenntnis. Und nachher mehr geht man darin raus und fängt an zu entdecken, wie die Wahrheit wirklich ist. Ich glaube, wenn es um Wahrheitssuche geht, dann ist ein Wort, wo ich glaube, dass wir darüber reden, weil das ist ganz missverständlich. Das Wort Verstand. Es gibt einen Bibelvers und ich möchte den mit euch lesen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also die Bibel sagt doch da, in dem Fall ist Vertrauen ist gut, Glauben ist gut, Verstand ist böse. Und ich höre das amix noch, dass negativ in unseren Kreisen amix darüber geredet wird oder geglaubt wird, Verstand ist in dem Fall das Böse. Du musst schauen, dass nicht dein Verstand durchkommt, sondern der Glaube durchkommt. Und der Heilige Geist ist gegen den Verstand und all diese Sachen. Und ich möchte nämlich ein bisschen auf den Grund gehen, weil es gibt einen grossen Widerspruch drin. Was sagt Jesus ist das allerwichtigste Gebot? Ja, genau, lieb den Gott. Und was heisst das genau? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Schalt deinen Verstand ein, schalt deine Gedanken, schalt dein Hirn ein und lieb den Gott mit deinem Verstand. Das ist das wichtigste Gebot, was es gibt. Und lieb den Nächsten wie dich selber. Und darum möchte ich mit dem wie angehen. Wir müssen lernen, ein Verständnis bekommen, wie kannst du deinen Verstand nutzen. Weil wenn du deinen Verstand ausschaltest, ist ja nicht gut. Und ich möchte das wie so sagen. Ich glaube, unsere menschliche Einstellung ist schnell. Wir setzen den Verstand über das Vertrauen. Kennst du den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Das ist unsere normale Natur. Es ist immer einfacher, das Zeug unter Kontrolle zu haben selber, als zu vertrauen. Es ist oft schneller, oft einfacher, oft hast du ein besseres Gefühl dabei, wenn du so bist. Aber die Bibel sagt, wir drüllen das um. Weil du musst dich schlussendlich auf Gott verlassen, das ist wirklich safe. Und auf deinen Verstand verlassen, wenn dein Verstand über dein Vertrauen ist, das kommt nicht gut. Also er dreht es um. Die Bibel sagt einfach, schau, Vertrauen ist einfach grösser als dein Verstand. Mit dem Verstand wirst du nie dir ein Lebensfundament erarbeiten oder haben, das wirklich verhebt. Mit dem Vertrauen in Gott
aber schon. Verstehst du, was ich meine? Setz deinen Verstand ein. Du musst deinen Gott lieben mit deinem ganzen Verstand. Aber dein Verstand wird nie eine Basis werden, nie ein Fundament, wo du dein Leben drauf bauen kannst. Ich möchte dir 7 Bibelstellen sagen und 7 Prinzipien, wenn es darum geht, die Wahrheit zu suchen. Und vielleicht bist du da und du hast grosse Fragen zu Jesus, zum Vater, zu dir selber, zum Heiligen Geist, zu Beziehungen, zu dem, was du in deinem Umfeld hast, in deiner Welt. Und ich möchte dir 7 Tipps geben, weil die Bibel ist ganz klar in dem, wie wir unseren Verstand einsetzen sollen und wie wir die Wahrheit suchen sollen. Und diese Prinzipien möchte ich dir da gerne mitgeben. Das erste Prinzip, stell dich allen deinen Fragen. Vielleicht geht es dir wie mir mit 20, wo du merkst, du hast zwar einen Glauben mitbekommen und viele Sachen genommen und so, aber du merkst, du hast eigentlich, ehrlich gesagt, noch Fragen. Und das ist das Beste, stell dich deine Fragen. Jesus hat ja viel Knatsch mit den Pharisäern, oder? Aber ein Pharisäer hat es gegeben, der ist super positiv aufgefallen, und zwar der Nikodemus. Der kommt ein paar Mal vor im Johannes-Evangelium. Und das Erste, was er macht, der Nikodemus, der Pharisäer, der eigentlich alles besser wissen geht an zu Jesus und sagt, du, ich habe mal eine Frage. Ich glaube, du tust Sachen, Jesus, und wahrscheinlich ist Gott mit dir, aber ich komme nicht raus. Was bedeutet das alles? Was vom Neuen geboren werden? Soll ich jetzt wieder zurück in meine Mami in Bauch hineinschlüpfen, oder was ist das alles? Und Jesus hat ihm seine Fragen erklären. Schäm dich nicht für Fragen, die du hast. Egal, wie lange du schon dabei bist in diesem christlichen Kuchen. Egal, schäm dich nicht für Fragen, die du hast, und geh diese Fragen wirklich an. In Sprüche 2, Vers 3 und 4 steht, bitte um Verstand und Einsicht, such sie wie nach Silber oder nach verborgenen Schätzen man würde suchen. Such neue Einsichten, such nach den Antworten zu den Fragen, die du hast. Das zweite Prinzip, setz den Heiligen Geist als Leiter ein von deiner Suche. Das ist nämlich noch ganz entscheidend, weil der Heilige Geist, das ist seine Main-Aufgabe. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Heilige Geist oder der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit führen oder zum vollen Verständnis der Wahrheit. Sorry, ich habe eine falsche Übersetzung. Also der Heilige Geist, seine Aufgabe ist es, dich in die Wahrheit hineinzuführen. Und sehr oft haben wir das Gefühl, ja, jetzt habe ich Fragen zu Gott, jetzt muss ich in dem Fall einen Schritt weg machen von Gott. Das ist so blöd. Erst recht, jetzt brauchst du die Hilfe vom Heiligen Geist. Und hake dich ein und sag, Heiliger Geist, führe mich in die ganze Wahrheit. Wer ist Jesus? Wer ist der Vater? Was bedeutet das für mich? Und so weiter. Gang dort suchen. Prinzip Nummer 3. Such in Gottes Wort nach Wahrheit. Ich lese den Bibelvers vor zu den Juden, wo an Jesus glaubten, hat er gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Jesus ist ganz klar und sagt, hey, wenn du auf der Suche bist und Fragen hast, dann such in dem Wort, bleib in diesem Wort drin inne. Nicht nur, du kannst auch noch in anderen Sachen suchen, du kannst deinen Verstand anstellen, du kannst dir überlegen, logische Gedanken machen, Gespräche finden, Leute suchen, Geschichten hören. All das, such überall, such in der Natur, such in der Stille, überall. Aber such auch im Wort von Gott. Ich habe zu viele Kollegen erlebt oder Menschen erlebt, die gesagt haben, ja, weisst, ich muss jetzt mal alles hinterfragen, darum tue ich jetzt mal die Bibel auf die Seite legen. Das ist richtig dumm. Das ist richtig ohne Verstand. Wirklich. Wenn du eigentlich ja weißt, dass der sagt, er ist die Wahrheit, und du tust ihn auf die Seite und suchst Wahrheit, weißt du, was mit deinen Fragen passiert? Wahrscheinlich wirst du schon Antworten finden. Aber Antworten ist nicht das gleiche wie Wahrheit. Es gibt noch viele, die schlaue Antworten haben, aber das heisst noch lange nicht, dass du die Wahrheit gefunden hast. Das nächste: Mehrheit ist nicht gleich Wahrheit. Das, was die meisten glauben, heisst nicht, dass es auch Wahrheit ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, also das, was alle sagen, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wenn man das genau anschaut, das Wort, wo da gewählt worden ist, da richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist das Wort syschematizo.
Das bedeutet, lass dich nicht in das Schema reindrücken. Alle glauben doch, dass es so ist. Oder alle machen es ja so. Aber weißt, alle denken doch das und die ganze Welt ist doch klar und man macht es so. Geh nicht in das Schema rein, lass dich nicht in das Schema reindrücken, sondern lass dich erneuern. Lass dich vom Heiligen Geist in die Wahrheit hineinführen. Prinzip Nummer 5. Oh, einer von meinen Lieblingen. Bist Kritik gegenüber kritisch. Ich habe oft erlebt, dass wenn jemand kommt und er bringt irgendein Argument, mit der Sexualität ist es nicht so, es ist so, weil dort steht das. Okay, gut, in dem Fall, glaube ich. Und dann werden zum Teil in verschiedensten Sachen, wie es mit dem ist oder wie es mit dem ist, werden sehr oft ganz blöde Argumente gewählt. Ich mache schnell einen Joke. Es gibt eine amerikanische Studie, die herausgefunden hat, gerade wenn es darum geht, mit Lügen umzugehen, dann gibt es sehr viele Kinder, die das erste Mal schon lügen, wenn sie das Wort Papi ins Maul nehmen. Oh, das ist ein bisschen hart. Aber mir geht es darum, amerikanische Studien, wenn du immer das hörst, es gibt amerikanische Studien, dann muss dir der Alarmleuchter aufgehen, weil es gibt so viele Studien, wo man dann irgendwie etwas rausnimmt und irgendwie noch etwas zitiert. Und diese Studie hat schon lange bewiesen, dass es so ist und die haben schon lange können belegen, dass Jesus im Fall gar nicht auferstanden ist. Das weiss man historisch, dass Jesus auch gar nicht dort gelebt hat, wo er eigentlich hätte sollen. Das weiss man historisch und die Bibel ist im Fall sowieso ganz verändert gewesen. Das weiss man historisch auch und das ist alles bewiesen. Und so Sachen kommen und bis, wenn etwas kritisch den Glauben anfragt, dann bist du umso kritischer. Es kann sein, dass mal eine Kritik berechtigt ist, dann nimm sie, aber bist kritisch dort, wo eine Kritik kommt. 6. Punkt. Erkenntnis ist immer Stückwerk. Es gibt niemanden, der die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Und darum nimm immer an, dass das, was du weißt, deine Erkenntnis ist noch nie die ganze Wahrheit. Und darum ist es so gut, du brauchst Freunde um dich herum, wo du all die Sachen, wo du darüber diskutierst und wo Wahrheit ist, wo du mitten das spiegelst. Geh nicht dort an, dass du dich rausdrängen lässt und selber nur noch dich für dich zurückziehst und nur noch deine eigene Theologie, die du selber irgendwie hast und du spiegelst sie nicht mehr. Weil deine Erkenntnis ist immer nur Stückwerk. Es ist immer nur ein Teil von der ganzen Erkenntnis. Es ist Erkenntnis und sie ist wichtig, aber es ist ein Teil vom Ganzen und darum lass dich schleifen. Weißt du, was Sekten immer machen? Das haben wir auch hier in der Kirche schon erlebt, wenn Sekten versuchen, Leute da rauszuholen. Das Erste, was sie machen, sie verbieten ihnen den Umgang mit anderen geisterfüllten Christen. Weil sie genau wissen, wenn sie verführt werden, wenn sie eine extreme oder eine schräge oder eine komische Theologie oder Irrlehre glauben, dann ist es das Wichtigste, dass sie rausgenommen werden aus ihrem Beziehungsumfeld und weg von Freunden. Darum teile all deine Erkenntnisse mit Freunden und lass dich genauso schleifen und hab genauso viel Respekt vor der Meinung von anderen geisterfüllten Freunden, wie du Respekt hast vor deiner eigenen Meinung. Ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 7, der letzte 7. Tipp. Hinterfragen ist nicht besser. Verstehst du, was ich meine? Zum Teil ist es so ein bisschen der Coolste in der Szene, ist der die meisten, weißt, er hinterfragt jetzt alles und er ist jetzt mega schlau, weil er hinterfragt alles und er zweifelt und er ist jetzt halt ein Kritischer und er ist jetzt halt nicht mehr einfach so easy, nicht mehr so seicht wie wir alle anderen, sondern er hat jetzt richtig, weißt, so richtig Fragen. Und die Bibel sagt im Fall nie, dass Zweifeln gut ist oder das Hinterfragen immer einfach gut ist. Das Fragen vom Nikodemus, das hat Frucht gebracht. Warum? Weil es hat schlussendlich geendet in dem, dass der Verstand sucht, wie er Vertrauen schaffen kann. Dann sind Zweifel gut. Und dann ist Hinterfragen sensationell. Wenn du dein Vertrauen in Gott, dein Glauben stärken mit deinem Verstand, dann sind Zweifel hervorragend, wie sie dienen deinem Glauben, der gestärkt wird. Aber Hinterfragen ist nicht per se besser. Im Jakobus 1, Vers 6 steht es so: Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben sind. Vielleicht bist du eine Person da und du hast zurzeit Zweifel. Dann glaube ich, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe, du bist in einer Season drin,
wo die Zweifel wie zugelassen werden. Wie ein Nikodemus oder wie ein Thomas-Jünger, der nicht hat können das nehmen und zweifelt hat, warum ist jetzt Jesus wirklich auferstanden? Und Jesus begegnet dir mit voller Liebe und nimmt dich raus. Und du bist offen und du bist auf der Suche nach Jesus, dass er dich rausnimmt. Das ist die eine Gruppe. Und ich möchte dich ermutigen, stell dich diesen Zweifeln. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch die andere Gruppe. Und Zweifel haben Überhand genommen in deinem Leben. Und es ist schon lange nicht mehr, dass dich Zweifel dazu bringen, mehr nach Gott zu forschen. Sondern Zweifel sind dran, dein ganze Leben wegzuziehen von dem Gott. Und dann ist es für dich dran, etwas ganz anderes zu machen. Zum Anstehen und zu sagen, und jetzt lege ich den Zweifel ab bei Jesus. Und ich akzeptiere den Zweifel nicht mehr. Und du fängst an, scharf mit dem Zweifel umzugehen. Versteht ihr den Unterschied? Das ist mega, mega wichtig. Weil dann kann es ein Spirit sein oder etwas, das dich einengt, etwas, das dich gefangen nimmt, etwas, das dich zurückhält, um wirklich aufblühen, um wirklich in die Wahrheit zu kommen, was Jesus ist, wie der Vater über dich denkt, wie du geliebt bist, was deine Identität ist, wie der Heilige Geist dein Leben führen und deine Beziehungen leiten und deine Welt verändern. Aber der Zweifel haltet dich ab. Wenn der Zweifel dich abhaltet, dann schick den Keib raus. Schick den Keib raus aus deinem Leben. Zweifeln ist, es kann sein, dass du eine Zeit hast, wo du wie Wellen bist, aber der Zweifel, du den managen und herrschst, weil der Zweifel ist in deinem Verstand. Und Vertrauen über Verstand, das ist was die Bibel sagt. Heb fest am Vertrauen. Wir haben ja einige Studenten da bei uns im 20s und ein Student wird uns heute mitnehmen in seine Geschichte. Er studiert Theologie, ein Studium, das einen mega ermutigen kann, aber ein Studium, das auch amigs Herausforderungen mit sich bringt. Und darum, Christoph, erzähl uns in deine Geschichte von der Suche nach Wahrheit. Ich habe vor 2 Jahren den Grundkurs Dogmatik besucht. Dogmatik ist das Themengebiet von der Theologie, wo es um den Glaubensinhalt geht. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was bedeutet das Kreuz? Was bedeutet die Auferstehung? Was heisst, dass die Schöpfung gut ist und trotzdem irgendwie Leid da ist? Wie passt Gott und Leid zusammen? Und in einem Grundkurs sollte man eigentlich lernen, was ist zu denen und anderen Fragen in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte, wo wir drin stehen, schon gedacht worden, was haben andere Theologen gesagt, und man sollte einen Überblick kriegen. Und der Dozent, den ich den Grundkurs bei ihm besucht habe, der hat uns aber einfach seine Theologie vorgestellt. Er hat uns seinen Entwurf dargelegt und der hat uns eigentlich gesagt, dass all das, was man glaubt, so normal als Christ, dass das alles Blödsinn ist, schlecht, sinnlos und hat es wirklich auseinandergenommen. Und ich mag mich noch erinnern, ich bin in dieser Vorlesung hineingeguckt und es ist in mir drin hat es so eine Mischung aus Verzweiflung und Wut und er hat die Vorlesung weitergemacht und das Thema dieser Vorlesung war Christologie. In der Christologie geht es darum, wer ist Jesus Christus. Und er hat dann uns erzählt, dass es den historischen Jesus gibt, das ist der Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat, und dann gibt es den Christus, der verkündigt worden ist. Man nennt das den charismatischen Christus oder eben den historischen Jesus. Das sind die beiden Unterschiede. Und die haben gemäss ihm sicher nichts miteinander zu tun. Also das können wir komplett trennen. Da haben irgendwie Leute dann etwas entwickelt. Und ich hätte ihm mega gerne widersprochen. Aber ich konnte es einfach nicht können. Ich habe gemerkt, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Oder noch viel zu wenig. Wieso glaube ich eigentlich, dass Jesus Gott ist? Wieso glaube ich das? Wieso kann ich an einer Trinität festheben? Und wie gesagt, ich bin dort reingeguckt und es ist so, mich hat es wirklich fast verrissen in dem Moment. Und meine Reaktion war, ich bin dort rausgegangen und ich habe gewusst, ich muss auf die Suche. Ich bin auf die Suche. Ich habe angefangen, die Bibel durchforschen. Was finde ich in der Bibel über Jesus und Gott? Wo finde ich in der Bibel implizit oder auch direkter, dass Jesus Gott ist? Ich habe mich gefragt, mit meiner dazumal noch sehr bescheidenen Griechischkenntnis, was kann ich irgendwie rausholen aus diesen Wörtern, aus den Begriffen, aus den Satzstrukturen. Zum Beispiel im Johannes 1 heisst es im ersten Vers, dass der Logos Gott war. Logos, das ist das Wort, wo meistens, oder der Begriff, der eben mit Wort übersetzt wird in den meisten deutschen Bibeln. Und im Griechischen aber so viel breiter ist als einfach nur Wort.
Und dann ein paar Vers später im Johannes 1 heißt es, dass der Logos Mensch geworden ist. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet jetzt das, dass der Logos Mensch geworden ist? Und im Vers 1, was heißt, dass Logos Gott ist? Und wieso steht jetzt dort ein Artikel und wieso steht da kein Artikel im Griechischen? Und wie bringe ich das irgendwie zusammen? Und ich bin am Suchen und am Ringen und ich habe andere Theologen gefragt, hey, wieso glaubst du eigentlich, dass Jesus Gott ist? Wieso glaubst du an einen trinitarischen Gott? Ich habe irgendwie alles, was ich bekommen habe ich angefangen aufzusaugen. Wenn ein wirklich der Schwamm, der so richtig ausgetrocknet war, alles, was irgendwie ein bisschen Nahrung war. Und ich habe mich hineingegeben und ich habe mich angefangen, auch mit altkirchlichen Bekenntnissen auseinanderzusetzen. So Bekenntnisse, die Kirchenväter geschrieben haben oder Konzil geschrieben haben. Und das bekannteste, das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bin auf das Bekenntnis gestoßen und ich bin auf andere Bekenntnisse gestoßen. Ich glaube, es gibt heutzutage eigentlich keine Frage mehr, die nicht schon mal in der Theologie diskutiert worden ist. Ich würde sagen, wenn wir in die Theologiegeschichte zurückgehen, man findet zu jeder Frage mindestens schon mal Antwortansätze. Und ich habe mich dort angefangen, damit auseinanderzusetzen. Was ist das genau? Und ich habe gesehen, hey, die Bekenntnisse, das sind Schriften, so Texte, die von Konzilen entstanden sind. Bei Konzil, das sind Theologen von der damaligen Zeit zusammengekommen und haben sich Gedanken gemacht zu Streitfragen. Zum Beispiel, wer ist Jesus? Und diese Frage, die hat so viele Diskussionen gegeben. Und bis ins 5. Jahrhundert haben sich Kirchenväter gefragt, hey, wie kann das sein, dass Gott Mensch geworden ist, gestorben ist? Das kann man sich doch nicht vorstellen. Wie kann das sein? Und dann sind sie gekommen und haben gerungen mit diesen Fragen. Und am Schluss von einem Konzil haben sie eigentlich immer einen Text geschrieben, in Form von einem Bekenntnis, wo sie gesagt haben, das haben wir diskutiert und das ist unser Schluss gekommen. Das glauben wir. Das ist der richtige Glaube. Und ich habe diese Schätze angefangen zu entdecken, ich habe diese Schätze angefangen auszugraben. Und ich bin auf die Suche gegangen und eben fündig geworden. Und ich bin auch dank diesen Bekenntnis zur Antwort gekommen, dass Jesus wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch war. Come on. Ich liebe die Geschichte, wie sie genau eben zeigt, dass Gott uns in unserem Suchen, in unserem Fragen nicht loslässt. Und ich möchte dich ermutigen, mach es wie der Nikodemus, nimm dir diese Fragen. Weißt du, der Nikodemus ist ein paar Kapitel später ist er wieder unter seinen Pharisäer-Kollegen gewesen. Und die haben angefangen zu sagen, hey, der Jesus, der verstoßt gegen das Gesetz, er macht dieses, wir müssen ihn umbringen. Und er hat können in diesem Druck, unter diesen Pharisäern, ist er aufgestanden für Jesus und hat gesagt, hey, ich habe es geprüft. Und ich weiss genau, der Jesus hat nicht eine Schuld auf sich geladen. Warum hat Nikodemus in dieser grossen Herausforderung anstehen? Es ist wichtig, du musst wissen, was du glaubst. Dann kannst du in den Herausforderungen glauben, was du weißt. Wisse, was du glaubst, damit du in Herausforderungen glauben kannst, was du weißt. Entscheide dich für Sachen. Ich nehme das. Das ist das, was ich weiß. Und ich vertraue auf das. Mit dem Verstand hast du vielleicht noch nicht zu 100%. Zweifel werden vielleicht immer wieder kommen. Aber weiss, nimm Sachen. Entscheide dich zu vertrauen. Ich möchte heute Abend mit dir etwas Mutiges machen. Und zwar, anstatt dass ich jetzt bete am Ende der Message, möchte ich, dass wir zusammen aufstehen
und das apostolische Bekenntnis zusammen laut sagen. Und vielleicht löst es etwas aus oder du denkst, oh wow, warte, bei diesem Satz, das kann ich jetzt nicht mit ganzem Herzen sagen, dann kannst du das ja nachforschen, kannst reingehen, kannst nochmal machen. Vielleicht ist es aber auch, bist du heute da und du merkst, bei dir hat der Zweifel Überhand genommen über deinen Glauben. Der Zweifel ist grösser geworden als dein Vertrauen. Dann ist für dich heute dran, dass du sagst, ich gehe nachher nochmal zu dem Kreuz dorthin, ich knülle runter und ich lege meinen Zweifel heute bei Jesus an. Und ich nehme die Suche an, ich nehme den Heiligen Geist an, die Suche, dass er mich in die Wahrheit hineinführt. Sind ihr dabei? Lass uns aufstehen. Michel, kannst du nochmal raufkommen und mit uns das laut und langsam lesen? Lasset mit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.